Also das ist der Schnitt für den Kapitän. Das ist einmal der Warnt, dann die Kniebundhose und das Barett. Das ist die Kniebundhose, die wir jetzt hier zuschneiden. Für die Offiziere und Kapitäne der Kevelinge werden neue Kostüme hergestellt. Die bisher getragenen entsprachen nicht den historischen Vorgaben. Die Hose, die wird relativ schlicht gehalten. Die bekommt an der Seite nur eine Borde, die dann zum Schluss mit Posamentknöpfen abgesetzt wird. So, jetzt nähe ich die Borde auf. Das sind die Posamentknöpfe, die an der Seite festgenäht werden für die Hose. Die werden, da wird einfach eine Kugel immer am Band drumherum genäht. Auf dieser Borde werden dann die Posamentknöpfe einzeln aufgenäht. An der Seite von der Hose werden Knöpfe aufgenäht, vereinzelt. Kleine Posamentknöpfe. Reicht, ne? Das ist die Schärpe für Zug 1. Die Fransen, die werden einfach gezogen, wird mit immer den Querfaden gezogen. Und das geht, weil der Stoff zweifarbig gewebt ist. Wenn man den zieht, wenn man den Querfaden zieht. Und nach dem Aufnähen der Borde wird die noch bestickt. Und hier seitlich wird noch ein Kordelband durchgezogen. Also der Ärmel wird bestickt und mit Borde verziert. Auf dem Ärmel werden Kreise aufgestickt.
Oh, wie so eine kleine Maus. Und jetzt stellen wir das Barett her. Wir sehen hier das neue Offizierskostüm der Kievelinge. Jede Sektion, also jede der 11 Sektionen, hat ein neues Kostüm für den Offizier bekommen. Der Offizier ist der Vorsitzende der Sektion, der Kieveling-Sektion. Hier exemplarisch die Sektion Die Welfen, die immer am Pulverturm feiert. Und ja, wir haben hier ein bisschen mit den Stadtfarben gespielt, also Rot-Gelb. Unsere Vereinsfarben sind ja Gelb-Weiß. Und ja, wir haben das ein bisschen mehr in die Zeit angepasst, in die wir darstellen wollen, also 16. Jahrhundert. Und ja, unsere alten Kostüme, die wurden vor 20 Jahren angeschafft und die passten so gar nicht in die Zeit rein, die wir darstellen wollen. Und nun haben wir das zum Anlass genommen, das einfach mal grundlegend zu überarbeiten und ja, neu zu machen. Ich finde ein ganz schönes Ergebnis und wie gesagt, das tragen die 11 Offiziere der Kieveling-Sektion auf dem Kievelingsfest während des historischen Volksfestes, also Pfingstsamstag, Pfingstsonntag und Pfingstmontag. Hier sehen wir das Kostüm des Kommandeurs der Kievelinge, also dem ersten Vorsitzenden der Kievelinge. Das bin ich. Also auf dem Kievelingsfest habe ich dieses Kostüm an. Das wurde zum letzten Kievelingsfest 2017 angeschafft vom Förderverein der Kievelinge. Ja, auch überarbeitet mit Samtbestick und ja, wir haben da das ein bisschen, soll also der König der Kievelinge und der Kommandeur als die beiden obersten Repräsentanten der Kievelinge sollen natürlich am opulentesten aussehen und das haben wir, glaube ich, damit ganz gut geschafft. Hier sehen wir das Kostüm, das neue Kostüm der Kapitäne, also es ist eins von 3 Kostümen, es gibt 3 Kapitäne der Kievelinge. Das sind die Vertreter des Kommandeurs und die ersten Ansprechpartner für das historische Volksfest, dem Kievelingsfest. Genau, hier sehen wir vom ersten Kapitän. Die Kapitäne sind nach Zügen eingeteilt, also 1., 2., 3. Zug, Mühlentor, Burgtor und Logentor. Und ja, wir haben es jetzt ein bisschen gedeckter gehalten von den Farben, dennoch ein bisschen, also sehr schick als Kapitäne, wie gesagt. Und das ist auch das erste Kostüm, was jetzt fertig ist und es wird erstmalig beim Kievelingsfest 2020 getragen.